Welkom in het programma Mien. Hier vertellen we van familie leven en Tina van der wil we besonders vertellen van morgen en früh, wo het verhältnis kan sterk blijven, besonders van de kinderen in de wereld aankomen. We hebben gezien dat we als gestudeerd worden, dat mensen, wanneer zich bevrijen doen, hauptsächlich dan denken dat ze een schijnend bevrijd leven hebben. En dat gaat schijn? Dat is, ja. En aber het probleem is dat wanneer je eerste kind hebben, wat de mensen wat dit nu studeert hebben, die zeggen dat van de dag, de nieuwe ouderen, wanneer een kind hebben, voordien zijn die hauptsächlich tevreden met ihr bevrijd leven. Mm-hmm. Wanneer je eerste kind is hebben, dan zijn die wenigstens 40% weniger tevreden met ihr bevrijd leven, als zum Beispiel die Lied von uns alle sind, met es wir als eerste kind hadden. So Eent gaat het bloos lang niet zo schijn nu dem wat de een kind hebben. En du erst eine Ursache für vielleicht mehr als Eent, wir wollen von der ein von den Dingen erwähnen. Und wir würden sagen, dass eine große Sache, was davon ist, dass wenn du ein Kind geboren hast, dann wird das Kind noch einmal Nummer 1. Wenn das Kind fehlt alles, das fehlt zu eten zu geben, das fehlt rein zu houden, das fehlt zu Bad zu bringen, das ist ganz bedürftig an die Eltern. Das Kind kann einfach nicht tun, ohne die Mithilfe von Mama oder Papa oder irgendwas eine andere Person. Und so dann ist die Gefahr, dass all die Kraft, all die Energie geht in das Kind nehmen. Und wenn das Kind sehr nötig das fehlen hat, aber das soll niemals so passieren, indem dass wir uns als eigen Lied das Verhältnis brechen lassen und das nicht mehr beschützen. Ich würde sagen, wir machen für ein paar Ursachen, was wir sehr vorsichtig sind. Die haben das studiert und die sehen einfach, dass Menschen, die so das anfangen, haben einmal die Gedanken, dass, naja, nu sind wir bedürftig, nu haben wir die Not, dass uns Kind fehlt diesen Zeit. Und dann dürfen wir all unsere Kraft, unsere Macht, unsere Zeit in das Kind anstecken, und dann kommt das zweite Kind, dann kommt das dritte Kind, und dann immer in die Kinder, immer in die Kinder. Und dann merken Menschen sich das deutlich, dass wenn unsere Kinder groß sind, dann wollen wir weiter so sein aus dem Polit. Wann die Zeit ist hier. Wann die Zeit ist hier. Und das Problem ist, dass Menschen, die in diesem Fach lernen gehen, ohne dass sie anwenden, waren sich so sehr vereinen, dass wenn die Kinder groß sind, dann haben kein Verhältnis mehr zwischen sich. Und die wissen nicht, was da wir für ein Polit, was da wir hier. Das ist nicht, was die taub haben. Und dann ist die Ehescheidung erst dann natürlich verehrt. Dann fühlt sich das nur ein rechtes Ding zu tun. Das ist nicht, aber in vielen Menschen, die viel, merken die sich das deutlich, das ist ein rechtes Ding. Aber das ist so, was ich muss mir auch deutlich merken, dass das befriedete Leben soll die Weg Nummer 1 bleiben, sogar wenn die auch junge Kinder sind. Und dort muss ich mir deutlich merken, dass das wirklich die wichtigste Verhältnis ist, was im Heim ist. Sondern der erste Grund, vor wir morgen früh sich scheiden, weil wir uns nicht mehr Pflicht dort top holen, aber der noch nie vorerst an die Kinder machen, das sei auch in ihr Leben. Der hat auch studiert, dass Kinder würde die Eltern das Kind Nummer 1 holen, und nicht das Eierlied Nummer 1 holen. Die Kinder, die sind Eier, dass die Probleme haben in der Schule, kann ich so gut studieren, nicht lernen, dass die sollen. Die sind Eier gedrungen, dass die waren in Alkohol, in Trinkstoffen geraten, in Drugs, oder nicht ihr Schleichleben reinholen. Und vielmals sind diese Kinder krank, die groß waren und arm sind. So, wir haben eine große Ursache, Tina, erstens für uns, weil wir alt sind, dass wir uns auf einmal gleichen, und dann auch für unsere Kinder. Und wie passiert das, wenn die Kinder würden so auslesen, wenn die Eltern all ihre Zeit in die Kinder tun und nicht in die Eltern? Eines ist, wenn wir jedem das Beispiel, das Vorbild von wo das Leben nicht gelebt soll. Und das folgen uns nur. Ich glaube, noch ein Ding wird sein, dass die dann nicht in der Sicherheit leben. Wenn die sehen, dass die Eltern nicht in Einigkeit leben, wenn die nicht Nummer 1 sind für den Nächsten, dann jaft Eent dat eine Unsicherheit, wollen meine Eltern tot bleiben. Sind ich mir sicher hier in diesem Heim? So, Tina, hier habe ich dann ein Problem uitgelegd. Wir wollen hier Schluss merken für von dir. Und wir kommen 3.
En op het nächste Programm, wo wir von der Lesung reden. Willkommen ich mit euch. Bettina, Dankeschön. Bitteschön. Für die Astarcha, Dankeschön. Und beim nächsten Mal, Gott mit dir.